Super. Sehr gut. Genau. Wie gesagt, wir dürfen das Interview haben und mir tut es manchmal fast ein bisschen leid, wenn man die Leute so löchern quasi. Aber ich bin ein bisschen googeln und ich habe gelesen, du bist Professor Doktor am Theologischen Seminar in Uni Zürich und du leitest das Zentrum für Spiritualitätsforschung und bist Leitungsmitglied vom Zentrum für Kirchenentwicklung und Zentrum Gerontologie, bist auch noch dabei. Und ich habe ein paar von deinen Publikationen reingeschaut und ich habe gedacht, okay, ich glaube, das ist ein Mann, der ist sich gewöhnt, mit grossen und schwierigen Fragen umzugehen und sich gewöhnt, einfach dort auch rein zu denken. Genau, darum habe ich da absolut Vertrauen, dass du gewachsen bist. Okay. Das sind keine schwierigen Fragen, genau. Zwar, zuerst mal ganz allgemein, du bist verheiratet, hast 2 Töchter, wohnst in Winterthur. Stimmt das? Das ist jetzt nur eine einfache Frage. Ich kann sagen, ja. Also wenn es so weitergeht, bin ich jetzt ganz entspannt. Gut, super. Genau. Sehr cool. Wie alt sind deine Töchter? Die sind 19 und 21. 19, 21, sehr cool. Wie alt bist du selber gewesen, wo du würdest sagen, hast du den Glauben ein bisschen entdeckt oder hast du den Glauben gefunden oder vielleicht Gott hat dich gefunden? Ja, ich sage etwa so 1 Monat. So. 1 Monat? Also ich glaube wirklich, dass es stimmt, was im Psalm 139 sagt, dass Gott schon einen Plan hat in dem Moment, wo er uns gemacht hat, wunderbar im Bauch von meiner Mutter ist da schon etwas passiert. Aber jetzt, ich habe die Frage schon verstanden. Also bei mir war entscheidend, dass ich in der Mittelschule einen Freund hatte, der Pfarrersohn war. Sein Vater war Pfarrer in Zürich-Seebach und da ist gerade so richtig Post abgegangen. Das war so in den 80er Jahren. Und es war ein charismatischer Aufbruch. Und ich bin dann im Seebach in Kiel und habe dort einfach wunderbare Menschen kennengelernt. Und dann hat es Klick gemacht. Und dann war es für mich klar. Hat es einen Schalter umgelegt. Genau. Cool. Was würdest du sagen, für was brennt dein Herz so richtig? Wo hast du so richtig Leidenschaft? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich bin vielleicht ein bisschen polyamorös unterwegs. Entschuldigung. Das heisst, mein Herz brennt für vieles. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, für Sacré, dann bleibt dann halt schon also meine Arbeit. Also das ist ein riesiges Privileg, dass ich darf für etwas einstehen, wo mein Herz erfüllt. Und ich sehe überhaupt, natürlich muss man aufpassen, dass nicht alles sich um Theologie dreht und um Kirche. Und am Schluss ist man so unter einer Käseglocke und lebt gar nicht mehr. Oder? Also lebt nicht mehr mit anderen Menschen zusammen, hat keinen Kontakt mehr. Aber ich merke schon, dass mich das einfach extrem erfüllt, zusammen unterwegs sein mit anderen, jetzt am Seminar mit Studierenden. Ich bin leidenschaftlich gerne Lehrer. Ja, das ist, glaube ich, schon mein Feu-Sacré. Ja. Sehr cool, danke mal. Wie gesagt, du bist an der Theologischen Uni tätig und man hört ja immer mal so ein bisschen wieder, dass dort die Bibel auch mehr so ein bisschen als historisches Schriftstück behandelt wird. Wie siehst du das? Was ist die Bibel für dich? Also die Bibel ist zuerst einmal die Heilige Schrift. Das ist für mich klar. Weil sie woher denn sonst sollen wir Gottes Wort zuerst hören? Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Das ist aber für mich nicht ein Grund, die Bibel auch geschichtlich zu verstehen. Ich kann ja nicht einfach 1:1 2500, 3000-jährige Texte übertragen. Das führt dann relativ schnell in ganz etwas Gespässiges. Und das ist für mich eher ein Merkmal nicht von den Christen, sondern von Sekten, wenn man es so will sagen. Also man kann ganz viel Blödsinn aus dieser Bibel herausziehen. Oder man kann auch sagen, die Heilige Schrift ist nicht geschützt vor Missbrauch. Wie überhaupt alles, was heilig und was uns wertvoll ist. Man kann im Namen von Gott so viel Blödsinn machen. Und das heisst, die historische Kritik, und jetzt bitte Kritik nicht, das ist blöd, sondern die historische Unterscheidung bewahrt uns vor menschlichen Übergriffen. Macht den Respekt davon, was Gott durch sein Wort will sagen, grösser. Und darum ist das für mich kein Widerspruch. Gut, danke vielmals. Was ist jetzt für dich so ein bisschen der Kern des Evangeliums? Weil wir haben Evangelisationswoche, da muss man auch ein bisschen wissen, oder, um was geht es überhaupt. Was ist so ein bisschen für dich der Kern des Evangeliums? Der Kern ist... Das Evangelium ist die schönste Geschichte, die ich mir überhaupt vorstellen kann.
Und dass ich darf glauben, ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Das ist nicht irgendein religiöser Muskel, der sich in mir hineinspannt. Es ist auch nicht, weil ich ein wahnsinnig guter, moralischer Mensch bin, sondern weil Gott mich gefunden hat. Und das Evangelium sagt genau das. Es sagt, dass Gott uns findet. Gott findet unseren Glauben. Es ist eben gerade darum eine Gnade. Und darum ist es die gute Geschichte. Und das löst einen Jubel aus und eine Freude. Und das ist für mich das Zeichen, dass der Heilige Geist wirkt. Und jetzt natürlich konkret, wenn ich um die Geschichte gehe, dann ist es der Jesus selber. Wir haben es vorhin gesungen im Hoffnungsanker. Ein wunderbares Lied, wo die ganze Hoffnungswoche zusammenschmolz. So ein super Lied. Ich hoffe nicht nur für mich, ich hoffe auch für meine Töchter, für meine Familie und für mein Dorf. Und ich hoffe mit in der Nachfolge von Jesus für die Welt. Es ist nicht einfach ein Egoismus, sondern es macht weit auf. Türen auf von unseren Häusern, von unseren Herzen. Amen. Amen. Sehr cool. Jetzt, wenn man so ein bisschen an Evangelisation denkt, manchmal so zum Beispiel in Zürich oder so, gibt es auch einzelne Leute, die stehen so in einer Ecke und rufen lauthals, was man alles falsch macht und dass Sünder in die Hölle kommen. Und es kann ja auch ein bisschen negativ behaftet sein. Und das ist so ein bisschen meine Frage, darf man heute überhaupt noch zur Bekehrung aufrufen? Ist das überhaupt noch zeitgemäß so? Also ich glaube, es war noch nie zeitgemäßer als heute. Und ja, also dieses Bild, also das ist ja jetzt bezeichnenderweise, hast du so ein Negativbild jetzt aufgerufen. Und ich glaube, in vielen Köpfen ist Evangelisation oder ist Bekehrung oder Bekannt, all diese Sachen. Und darum muss man auch ein bisschen aufpassen mit dem Wording, dass man nicht gerade in diese Fallen hineinläuft. Man muss ja den Gegner nicht sozusagen gerade Tür und Tor öffnen, dass sie sagen, das haben wir nicht gewusst. Und natürlich gibt es Evangelistinnen und Evangelisten, die einem einfach derart auf den Keks gehen, weil sie derart moralisch daherkommen, als Besserwisser, als Rechthaber und mit ihrem blutigen Finger auf dich zeigen und nein, so etwas. Und das ist, ich glaube, es ist wie bei der Politik, du kannst ab einem schlechten Beispiel sagen, ja, also dann ist Demokratie ein Seich. Oder du kannst in einem schlechten Gerichtsurteil sagen, dann wollen wir kein Gericht. Und wir haben momentan leider dummerweise in dieser Welt Leute, die so regieren, mit dieser Logik. Oder du kannst in die Geschichte von einem Land hineingehen, ja, dann sind alle Russen blöd. Also, und genau so kann man auch mit der Evangelisation umgehen. Man kann die schlechten Beispiele nehmen und sagen, ja, dann machen wir es nicht. Und meine Kirche hat die Tendenz, so vornimmt und sagen, dann überlassen wir es den Evangelikalen. Oder wir sind über das erhaben. Und ich glaube, für mich ist das alles ein Grund, zu evangelisieren. Und zu sagen, ja nein, hallo. Es geht ja ums Evangelium. Und das Evangelium ist von A bis Z. Was soll es denn anders sein als evangelisieren, um Gottes Willen? Das ist ja der Anfang. So hat es ja angefangen. Also, wir sind ja alle evangelisiert worden. Wie sollen wir denn sonst anderen irgendwie erzählen, warum wir noch eine Hoffnung haben für die Welt? Und es gibt viel Grund, um keine Hoffnung mehr zu haben. Es gibt viel Grund, um den Kopf in den Sand hineinzustecken und zu sagen, ich schaue für mich. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir evangelisieren, um Gottes Willen. Aber eben ein bisschen besser. Sehr cool. Jetzt, was hat dich dazu gebracht, um bei uns im kleinen Embrital zu sagen, mal, ich mache da mit, ich will da dabei sein? Der Philemon. Der Philemon. Das ist ein guter Grund. Nein, also, er hat telefoniert, dann haben wir geredet. Und er hat vermutlich zuerst gedacht, jetzt muss man mal schauen, was das für ein Typ ist. Das ist so quasi die erste Inquisition und ich habe sie überstanden. Und nachher haben wir weitergemacht. Und es ist wirklich für mich eine mega schöne Geschichte, dass wir einander gefunden haben, dass Gott uns gefunden hat und dass wir miteinander unterwegs sind und gemerkt haben, ja, wir sind ja vom gleichen Evangelium berührt. Und wenn Gott will, also wir haben es ja nicht in Händen. Also niemand von uns kann irgendwie auf einen Knopf drücken, nachher ist eine Erweckung. Niemand von uns kann einfach eine Theorie oder gescheite Sätze sagen und auch nicht der Professor von Zürich. Und dann sind die Leute überzeugt, das ist der Heilige Geist. Aber wenn wir das zusammen machen und wenn wir es seriös machen und wenn wir es verantwortungsvoll machen, so Gott will. Jetzt, der Phil hat es vorher gesagt, wir sind verschiedene Gemeinden, 6 verschiedene, und so ein bisschen zusammen unterwegs sind. Wo siehst du da die Herausforderungen? Also, ja, die Herausforderung ist, also wir sind
Und das wisst ihr auch. Wir sind als Evangelische, sagen wir jetzt mal so, und ich nehme jetzt mal Katholiken dazu, das sind auch Evangelische. Also das bedeutet ja vom Evangelium berührte Menschen. Wir sind unterwegs seit 2000 Jahren und das Bild, das wir abgeben, ist jetzt nicht einfach nur toll. Und klar, wir haben, wenn du jetzt schaust, mit den Kindern, die wir jetzt aufgezählt haben, da gibt es Unterschiede. Da gibt es in ethischen, moralischen, in theologischen, in Frömmigkeits-, in Stilfragen, da sind unterschiedliche Geschmäcker. Ja klar, die kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Und die Herausforderung ist ja immer, also was für ein Gewicht haben die? Und bringen es uns dazu, dass wir dann können wir mit euch nichts mehr anfangen. Bringen es uns dazu, dass wir uns trennen? Und was für ein Gewicht hat das Evangelium? Was für ein Gewicht, dass wir merken, wir sind alle miteinander Sünderinnen und Sünder. Das ist nicht moralisch gemeint, sondern das macht erkennen, dass wir Menschen sind, aber wir sind geliebte Sünder und Sünderinnen. Wir sind von Gott angenommen und von Gott gerufen, Hoffnungsanker, dass wir nicht nur für uns hoffen, sondern für die Welt. Das ist das Evangelium. Und wenn die Evangelischen das entdecken, dann sind die Unterschiede, die wir haben, da kann man mit denen liebevoll umgehen, da kann man sagen, ja gut, Schwester, ja gut, Brüder, an diesem Punkt sehen wir es anders. Aber was uns verbindet, ist die Hoffnung für die Welt. Und dann wird alles andere, sage ich nicht unwichtig, es bleiben Unterschiede, aber es hat nicht mehr das Gewicht. Wird nebensächlich. Vielleicht hintersächlich. Hintersächlich. Es gibt ein paar Fragen, wo man dann wirklich kann sagen, aber das Evangelium ist da und unsere Einheit ist da. Und das ist für das, was von Menschen, die uns von außen anschauen, schauen auf das. Und da hast du recht, das andere ist wirklich nebensächlich. Das ist cool. Letzte Frage. Was würdest du dir wünschen von uns als FEG? Oder wo hast du auch Erwartungen an uns? Dass Sie mich einmal zu einem Fondue einladen. Nein. Kann man machen? Ja. Nein, ich habe die Frage schon verstanden. Ich habe noch ein bisschen Zeit gebraucht. Dass wir das Evangelium miteinander verkünden können, das nicht zu flüssig ist, aber auch nicht Fäden zieht, um mal beim Fondue zu bleiben. Sondern so, das, was ja auch bei einem guten Fondue passiert, die richtige Mischung von flüssig und also von konzentriert und doch flüssig. Und dass eine Atmosphäre entsteht von der Grosszügigkeit. Oder eben, wir haben ja vorhin gesagt von den Unterschied. Und unsere lieben Schwestern und Brüder in der reformierten Kirche können einen manchmal wirklich zur Verzweiflung bringen. Ich sage das als reformiert. Und umgekehrt sagen die das auch. Und sagen wir, dass wir füreinander beten, dass wir den Glauben vom anderen glauben. Und dass wir es Gott überlassen. Und wenn das passiert, wenn das ein Zeugnis ist, das von dieser FEG rauskommt, hey Leute, wir sind nicht einfach die bessere Kirche, sondern wir sind miteinander da, solidarisch für das da. Wow, das wünsche ich mir. Sehr cool. Danke dir vielmals. Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Jetzt, wir dürfen noch Zeit haben, um von dir noch viel mehr zu hören. Ich bin sicher, dass wenn ihr noch Fragen habt, oder wenn du Fragen an uns hast, haben wir nachher noch viel Zeit und ihr dürft die stellen und ihn einfach auch kennenlernen. Ja, sehr gerne. Cool. Danke vielmals. In dem Fall überlasse ich dir gerade die Bühne. Ja. Ja, liebe Geschwister in Christus, ich habe gehört, ich muss hochreden, so hoch ich kann, damit man es versteht. Und ich habe ein Wort aus Haggai mitgebracht. Ja genau, und jetzt fragt ihr, Hack was? Natürlich, ihr seid bibelkundig, aber wenn man sonst Haggai sagt, dann denken vermutlich die Ersten zuerst an einen schottischen Schafsmagen. Das ist Haggis und nicht Haggai. Aber ja, klar, das ist ein kleines biblisches Buch, ein schmales Buch, das nicht so bekannt ist.
Und es steht im letzten Teil des Alten Testamentes neben anderen sogenannten kleinen Propheten. Und jetzt hört ihr vielleicht Zephania, Obadja, Malachi, Joel, Zacharia, Habakkuk. Ja, genau. Also warum ausgerechnet Haggai und nicht Habakkuk? Weil ich glaube, dass der kleine Prophet ein großes Wort hat für uns. Und bevor ich es lese und auslege, eine kurze Einführung zur Situation, in der dieses Wort von Haggai zum ersten Mal gesprochen wurde. Und das war, wir wissen es ziemlich genau, im Jahr 520 vor Christus. Wir haben heute den Tag der symbolischen, ich finde es unglaublich, 40 Wochen bis zur Hoffnungswoche, das ist Zufall. Nein, es ist kein Zufall. Auf jeden Fall 70 Jahre nach dem großen Unheil, denn 589 war die Eroberung von Jerusalem durch babylonische Soldaten. Der Tempel wurde zerstört und alles, was Rang und Namen hatte, deportiert. Das war also die Zeit, als der Kleinstaat Juda zerquetscht wurde von den Großmächten. Ihr seht hier ein Bild, das ist ein Relief, und das war damals sozusagen der Fernseher. Also es ist so faszinierend. Stellt euch 2500 Jahre und auf diesem Relief wurde das dargestellt. Nächstes Bild habe ich da. Seht ihr etwas genau? Und hier seht ihr die Szene 70 Jahre vor dem Wort von Haggai. Das ist der Tempel von Jerusalem, als er noch stand. Und dann sieht man diese Soldaten, die die Gefangenen deportierten nach Babylon. 70 Jahre. Und nach diesen 70 Jahren durften diese Deportierten wieder nach Hause kommen. Die Entführten durften wieder, das war eine andere Religionspolitik. Juda war immer noch kein selbstständiger Staat, es gab einen Statthalter, aber sie durften nach Hause. Und sie kamen in ein verwundetes, geköpftes, verwüstetes Land. Und natürlich gab es Spannungen zwischen denen, die damals nicht deportiert wurden, also in Israel geblieben sind, und denen, die wieder nach Hause gekommen sind. Es schaute zuerst einmal jeder für sich selbst und versuchte sich eine Existenz aufzubauen. Das ist die Situation von Haggai. Da war keiner, der Mut macht, kein König, gab es ja gar nicht mehr, keine Priester, gab es ja nicht mehr. Und dort, wo der Tempel gestanden ist, war Ground Zero, so eine Art Wunde, ein Brandplatz. Und zu allem Elend war auch eine schwere Dürre über das Land gekommen. Mit einem Wort, was von Juda übrig geblieben ist, 520 vor Christus, das auserwählte Volk samt David Nachfahren und Priester, war ein depressiver Haufen. Ein zerstrittener, depressiver, lädierter Haufen. Und jetzt hört, was Haggai diesem Haufen zu sagen hatte. Im 2. Jahr von Darius, das ist der persische König, erging das Wort des Herrn durch Haggai, den Propheten, an Zerubabel, den Statthalter, und Jehoschua, den Hohenpriester. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, es ist nicht an der Zeit, dass das Haus des Herrn aufgebaut werden müsste. Und das Wort des Herrn erging durch Haggai, den Propheten. Für euch selbst ist es die Zeit, in euren gedeckten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt. Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr habt reichlich gesät und wenig eingebracht, ihr habt zu essen und werdet nicht satt, zu trinken und euren Durst könnt ihr nicht löschen, anzuziehen und keinem wird warm. Und wer Lohn verdient, legt den Lohn in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hinauf ins Gebirge und holt Holz und baut das Haus, dann will ich Wohlgefallen daran haben und mich in meiner Herrlichkeit zeigen, spricht der Herr. Viel habt ihr erwartet, aber seht, es ist wenig.
Und bringt ihr es heim, dann blase ich es weg. Und warum ist das so? Spruch des Herrn. Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr Gefallen habt an euren Häusern, ein jeder. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Da hörte das Volk und fürchtete sich vor dem Herrn. Und Haggai sprach im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin bei euch, Spruch des Herrn. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Priesters, und den Geist des ganzen Rest des Volkes, und sie kamen und machten sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes. So, das war Haggai. Und ich bin über dieses Wort gestolpert. Ich bin über dieses Wort gestolpert, weil ich den Eindruck hatte, es ist für uns die Christen im Embrital, für das Volk Gottes. Und ja, es ist ein Wort, zuerst einmal aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt und in eine andere Situation gesprochen. Und doch glaube ich, es trifft uns, fragt uns, fordert uns heraus. Und weil es lang ist und ein bisschen widerborstig, wiederhole ich noch einmal die wichtigsten Aussagen. Der Prophet sieht und spürt, dass das Volk erschöpft ist. Zitiert es. Es ist nicht die Zeit, dass das Haus des Herrn aufgebaut werden müsste. Man hört sozusagen die Erschöpfung. Aber Gott gibt Haggai den Auftrag, den Enttäuschten eine Frage zu stellen. Fordert sie auf, ehrlich Bilanz zu ziehen. Ja, achtet doch darauf, wie es euch geht. Und dann hält er ihnen einen Spiegel vor. Ihr habt reichlich gesät und wenig eingebracht. Ihr habt zu essen und werdet nicht satt, zu trinken und habt Durst anzuziehen, aber habt nicht warm. Das ist nicht gerade tröstlich. Und es geht weiter mit einer Begründung, die dann richtig wehtut. Viel habt ihr erwartet, aber es ist wenig, das ihr heimbringt. Und dann blase ich es weg. Und warum ist das so? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr Gefallen habt an euren Häusern. Darum hat der Himmel den Segen zurückbehalten. Ein strenges Wort also. Und ich denke, was um Gottes Willen hat der Professor heute Morgen gebraucht? Es ist dennoch ein Wort des barmherzigen Gottes. Denn es geht weiter. Denn das Volk hört und kehrt um. Und dann geht es weiter. Achtet doch darauf, dem anderen Tor, geht hinauf ins Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Dann will ich meine Herrlichkeit zeigen. Was für eine Verheißung. Sie sollen also den Tempel wieder aufbauen. Fragt sich nur, ja wer, das erschöpfte, erledigte, frustrierte Volk, aus welcher Kraft, ja um Gottes Willen. Aber es geht weiter. Es wird gesagt zu dem Volk, das hört, ich bin bei euch. Und dann heißt es, Gott erweckte den Geist. Und sie kamen und machten sich an die Arbeit, um am Haus des Herrn zu bauen. Ein Wort, ein strenges Wort, ein Wort der Ermutigung. Streng und stark aus einer anderen Zeit. Und eben, wenn wir weiterlesen, sehen wir auch, was es bewirkt hat. 5 Jahre später schon, das ist schon erstaunlich, 515, wurde der sogenannte zweite Tempel eingeweiht. Und der sollte dann 500 Jahre stehen, bis dann wieder eine Eroberung kam. Und das ist der Überrest, der sogenannte Überrest des herodianischen Tempels, der bis heute steht und an diese Zeit erinnert. Streng und stark ist dieses Wort aus einer anderen Zeit. Und es war auch neu, denn beim ersten Tempel, diejenigen, die es im Kopf haben, wissen es, war es ja der König Salomon, der den Befehl zum Tempelbau überhaupt geben durfte. Und jetzt sagt der Prophet zum Volk, geht ihr und baut den Tempel. Und so frage ich und frage mich auch, hören wir
was das für uns bedeutet. Natürlich besser nicht als Befehl, mit Äxten auf den Irrgut zu ziehen und dort Bauholz zu schlagen. Wir hätten ein Problem, meine Lieben. Wir brauchen auch nicht unbedingt einen neuen Tempel im Embrital. Es hat genug Kirchen hier. Das Bild des verödeten Tempels und der Aufruf, einen Tempel zu bauen, verlangt also noch eine Deutung. Was heißt das und bedeutet das für uns heute? Und ich höre Gottes Stimme, die uns zuruft, achtet auf eure Wege, ihr, in der Feg oder in der Methodistenkirche, bei Viva oder wo immer. Ist es nicht so, dass jeder an seinem Haus baut? Ist es nicht so, dass ihr esst und vielleicht doch nicht ganz satt werdet? Ich höre Gottes Sorge, dass auch wir Christen uns in unseren Häusern versammeln, an unseren Häusern bauen, aber dass das Haus Gottes, die gemeinsame Sendung, das gemeinsame Zeugnis der Einheit vergessen. Dass wir für uns vielleicht sogar sagen, ja, wir haben geistliches Futter, Studentenfutter oder was immer. Aber andere lassen wir hungern. Dass vielleicht uns sogar manchmal warm wird unter uns, aber dass andere noch frieren. Ich höre das strenge Wort, aber ich höre auch die Ermutigung. Gott sagt immer noch, und er sagt es auch zu uns, ich bin bei euch, bei allem. Ich bin bei euch. Ich bin es, der Immanuel, der spricht. Und ich bin es, der euch den Geist geben will, wenn ihr mich darum bittet. Diese Verheißung haben wir. Sie ist so fest und stark. Ich bin es, der Auferstandene. Klopft an und es wird euch aufgetan. Bittet und es wird euch gegeben. Ich bin es, der Auferstandene, der zu euch sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und für mich zeugen. Und deshalb noch einmal, trifft uns dieses Wort, bauen wir auf dieses Wort. Ich hoffe es. Und ich hoffe es, wir haben die Ohren, die diese Verheißung hören und nicht nur das Strenge. Ich hoffe, wir haben die Herzen, die von der Sehnsucht Gottes, die er nach uns hat, berührt wird. Ich hoffe und bete, dass der Geist in uns die Freude weckt und unsere Sehnsucht nach Gott wächst. Wir haben es gesungen, Hoffnungsanker, mehr zu sehen von seiner Herrlichkeit, mehr zu erwarten von seiner Liebe und mehr zu wagen für seine Mission. Und jetzt fragt ihr, ja, was heißt das konkret? Also, wie muss man sich das vorstellen, mehr von dieser Herrlichkeit zu sehen, wie man nicht auf den Irchel geht und einen großen Tempel bauen kann, was ja sehr konkret ist, aber eben vielleicht nicht, was gemeint ist. Ich komme darauf zurück, aber ich möchte euch einen kleinen Umweg zumuten. Vielleicht auch zuerst mit einem etwas schwierigen Bild. Die letzten Wochen waren hart für die Menschen in Los Angeles. Und in mir haben diese Bilder, diese apokalyptischen Bilder der brennenden Häuser Erinnerungen geweckt. Ich lebte nämlich Anfang der 90er Jahre in Los Angeles. Ich habe damals studiert, Theologie am Fuller Seminary. Und Los Angeles, die Stadt der Engel, das war für mich auch eben eine wunderbare Erfahrung, aber nicht nur eine wunderbare, auch eine schwierige. Ich war in Pasadena daheim, das war ein wohlhabendes Quartier am Rand der Stadt, aber sehr exponiert in den St. Gabriel Mountains. Da waren diese Büsche, die jetzt brennen. Mein Quartier, in dem ich gewohnt habe, brannte. Allerdings brannte die Gemeinde nicht, in der ich regelmäßig zu Hause war. In der Innenstadt, in Downtown LA. Und in Downtown Los Angeles gab es keine Feuer, weil es dort nichts gibt, was brennen könnte. Zumindest nichts aus der Natur, kein Busch, kein Baum, rein gar nichts, nur Asphalt. Meine Kirche war arm. Sie gehörte zu einer Denomination mit dem Namen Victory Outreach, gegründet in den 1960er Jahren, inspiriert von David Wilkerson, vielleicht haben die einen oder die anderen noch das im Blick. Es gab einen berühmten Film, Teen Challenge. Das waren diese Gangbangers, Mau Mau in New York. Und Victory Outreach ist sozusagen das kalifornische Pendant. Die arbeiten in den armen Vierteln der Stadt.
dort wo es keine Palmen gibt, dort wo es keine Swimmingpools gibt, dort wo die Menschen vom Drogendeal und vom Sex, den sie verkaufen, leben. Meine Gemeinde versammelte sich in einem schäbigen Fabrikgebäude, das ein schöner ist, das habe ich leider kein Bild gefunden. Und ich war komplett fehl am Platz dort. Ein Schweizer Theologiestudent, ein Reformierter in einer solchen Kirche, ein Schweizer Theologiestudent, für den Christsein darin bestand, Pfefferminztee zu trinken und im Birkenstock-Sandalen Jesuslieder zu singen. Das war mein Christentum. Und ich bin dennoch dort gelandet, in dieser abgefuckten Fabrik. Weil ich ein wenig naiv war, also ziemlich naiv, und weil ich die Herausforderung liebte. Weil ich merkte, hier geht es ums Überleben und nicht nur um Pfefferminztee, ums Überleben und nicht nur ums Erleben. Hier ist das Evangelium streng, aber es ist auch stark. Man spürt etwas davon. Mein Pastor hieß Roberto Alvarado, eine charismatische Figur, mexikanische Abstammung mit einer Stimme aus Stahl. Und er hat mich sozusagen rekrutiert und das kam so. Ans Fuller-Seminar kamen ja viele Studierende aus der ganzen Welt und in jedem Semester, im Herbst neu. Und dann war es für die Kirchen eine Möglichkeit, sozusagen Frischfleisch zu holen. Für die Kirchen, für die billige, noch lieber freiwilligen Mitarbeiter. Und zu Beginn des Semesters war ein Bazar vor dem Seminar, da standen also diese verschiedenen Kirchen und waren sozusagen wie Menschenfischer auf der Suche nach Nachfolgern. Und sie angelten auch mich. Pastor Roberto sprach mich an und sagte, hey Brother, hast du eine Gabe? Und ich sagte, ich könne Klavier spielen. Das war wirklich ein Fehler. Pastor Roberto hatte mich am Haken und zog mich sozusagen nach Downtown LA. Ich hatte also eine Gemeinde, die wirklich nicht zu mir passte. Ich war der Einzige mit weißer Haut. Und ich lernte bei jeder Gelegenheit zu sagen, Amen, Amen, Brother, Amen, Sister, Amen. Und ich hatte das so intus, es war schwierig, das wieder herauszubringen. Und dann lernte ich noch, wie man Halleluja sagt. Man sagt nicht Halleluja, man sagt Halleluja. Das ist ganz etwas anderes. Also sie hatte mich, den exotischen Europäer, adoptiert, als ich Halleluja sagen konnte und Amen, Brother. Einmal durfte ich von meiner Heimat erzählen und sie wussten ja nicht viel über Schweden. Ja, genau. Und die meisten meiner Brüder und Schwestern sind noch nie, das habe ich dann realisiert, die sind noch nie aus der Stadt herausgekommen. Stellt euch das mal vor, ihr lebt in einer Stadt, in einer Weltstadt und kennt genau 3 Straßen, weil die übernächste zu gefährlich ist. Kommt da nicht raus. 20 Jahre lang. Verrückt. Realisiert. Die haben noch nie einen Schmetterling gesehen. Noch nie in ihrem Leben sind sie aus dieser Stadt herausgekommen. Victory Outreach war arm und niemand hatte Geld. Oder ganz wenig, aber Geld war ständig das Thema, weil Roberto Alvarado wollte eine schönere Kirche. In jedem Gottesdienst wurde gesammelt und ich spielte dazu Klavier. Halleluja! Ganz viel Halleluja und 40 Minuten Predigt. Also ihr kommt heute noch gut davon. Ich werde nicht 40 Minuten predigen. Und jetzt dürft ihr 3-mal raten, welchen Text mein Pastor liebte. 3-mal dürft ihr raten, genau. Haggai. Und ich war ehrlich, ich muss jetzt ehrlich sein, es war nicht immer angenehm, so jeden 3. Sonntag Haggai zu hören. Mit der Zeit war es so wie Schafsmagen. Der Haggai-Druck lastete auf dieser Gemeinde. Schaut nicht auf eure Häuser, schaut auf das Haus Gottes. Und man sammelte und sammelte. Roberto wollte Erfolg, wollte etwas Neues, Großes. Er war nicht der Einzige. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre herrschte ein regelrechter religiöser Bauboom in Los Angeles. Vielleicht der verrückteste Tempel in der Stadt war die Crystal Church, ein Robert Schuller, einige kennen es vielleicht, 50 Millionen Baum.
Und dann waren diese neuen Bewegungen, die einige von euch auch schon gehört haben, Vineyard, neu entstanden, Megachurches, Willow Creek. Also es war wirklich viel Konkurrenz damals, viel in Bewegung im Stadt der Engel. Mich hat das fasziniert und ich habe auch realisiert, dass in dieser Stadt muss man irgendwie einen Tempel bauen, um dabei zu sein. Das war eine Frage des Überlebens. Ich habe gelernt, dass es nicht um Druck geht, sondern dass die sonst nicht aus ihren Straßen herauskommen. Es braucht eine Vision, es braucht etwas Starkes. Ich, behütet aus der reformierten Kirche, mit Staatsgeldern finanzierte Kirche, habe gemerkt, dass das Evangelium etwas zu tun hat mit dem Überleben, mit Hoffnung, mit Kampf. Und ich bin Gott dankbar dafür. Los Angeles hat mich fasziniert. Es war Ninive, es war Jerusalem, Rom, riesig, heidnisch, verworfen, prophetisch, Heimat für viele Völker, Schmelztiegel und Sprengsatz, Traumfabrik, ein religiöser Dschungel. Ein Jahr nachdem ich wieder in der Schweiz zurück war, brachen in der Stadt Unruhen aus. Es brannte. Aber es war der Hass und der Frust, der die Feuer lodern ließ, nicht der Klimawandel. Die Riots, so hieß das dann in der Zeitung, die Unruhen, das war so ein Anfang. Und in Amerika kommt es immer wieder von Zeit zu Zeit zu solchen Unruhen. Und das hier war ziemlich ernst. Die Verlierer gegen die Gewinner, Schwarz gegen Weiß, Latinos gegen Südkoreaner. Und ihr seht hier in einer Luftaufnahme genau die Gegend, in der meine Gemeinde zu Hause war. Dieser Supermarkt, der hier brennt, war eine Straße weiter. Diese Unruhen waren ein Schock, auch für die Christen. Und sie machten etwas Großartiges. Ihr dürft dreimal raten, wer dafür sorgte. Genau, mein Pastor Alvarado. Ja, genau. Nach den Unruhen versammelte er und andere Leader die Schwarzen, die Weißen, die chinesischen, die südkoreanischen, armenischen, alle diese Christen. Und sie beteten für die Stadt, sie segneten diese Stadt. Sie sagten, wir brauchen Versöhnung. Wir setzen ein Zeichen der Hoffnung. Und es waren Tausende. Stand sogar in der Zeitung Los Angeles Times, habe ich recherchiert. Aber genau, leider war ich schon in der Schweiz, sonst hätte ich dazu Klavier gespielt. Amen. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich erzähle sie euch, Brothers and Sisters, Amen, weil sie auch uns einen Tempel vor Augen malt. Den Tempel, an dem wir bauen. Wir leben in einer Welt, die nach Hoffnung dürstet. Aber eine Welt, die Plastikhoffnung fabriziert. Plastikhoffnung, die den Durst nicht löscht, den Hunger nicht stillt, die nicht warm macht. Wir leben in Los Angeles, einer Stadt, in der es brennt, aber auch in einer Stadt, die noch irgendwie etwas weiß von den Mächten, die sie behüten. Darum immer noch den Namen tragt, Los Angeles, Stadt der Engel. In der Offenbarung heißt es, dass jede Gemeinde einen Engel hat. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Ihr habt einen FEG-Engel. Ja, und wir leben auch ein Tal der Engel. Mindestens 7, wenn man die Katholiken noch dazu zählt. Du hast 6 aufgezählt. Ist doch nicht schön. 7 Engel, die in diesem Tal wachen über die Gemeinden, über die Heiligen. Und wisst ihr was? Wenn wir sie sehen und hören könnten, dann würden wir uns wundern, was sie sagen. Wir würden uns wundern darüber, wie sehr sie darauf warten, dass wir füreinander beten, dass wir miteinander anbeten. Denn unsere Engel in diesem Tal, die wollen zusammen im himmlischen Chor Gott anbeten und nicht im methodistischen, reformierten, katholischen, neuapostolischen oder freievangelischen Teestübli. Weil unsere Engel sind stark. Die wollen ein Praise Camp hier. Die wollen, dass die Post abgeht. Die wollen singen, heilig, heilig, heilig miteinander. Die haben Sehnsucht nach dem methodistischen und dem neuapostolischen Engel. Wir leben in Los Angeles, einer Stadt, in der viele Tempel gebaut werden, aber nur ein Tempel,
wird nie zerstört werden. Und darum, Schwestern und Brüder, haben wir Hoffnung. Darum haben wir Hoffnung für die Kirche und haben wir Hoffnung für die Welt. Haben wir Hoffnung für uns und Hoffnung für die anderen. Wir haben Hoffnung, dass dieser Tempel nicht zerstört wird, weil er es uns sagt. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Und darum können wir glauben, dass für dieses Tal, für dieses Los Angeles, in dem wir sind, für dieses Los Angeles, das auch schon brennt, für dieses Los Angeles Hoffnung ist. Wir hören, wie der Sohn den Vater bittet. Ich bitte für sie, die an mich glauben, dass sie alle eins sein, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins sind. Und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Sonst können sie es nicht glauben. Wenn sie uns nicht sehen, in der Einheit, die Christus uns schenkt, glauben sie es nicht. Oder umgekehrt, wenn sie es sehen, können sie es glauben. Und dann sagt Christus weiter, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, so wie wir eins sind. Habt ihr gehört? Und ich glaube, das ist das Wort, das uns trifft. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, damit sie eins sind. Damit sie eins sind, nicht einfach so, damit wir sozusagen unser eigenes Feuer, unsere eigene Durst löschen, unseren eigenen Hunger stillen können, sondern für die Welt, damit sie eins sind. Wir sind der Tempel, wir sind der Leib, wir sind die Freudenboten der Hoffnung. Und Jesus sagt hier nichts anderes als Haggai, aber er verspricht viel, viel mehr. Achtet auf eure Wege, achtet, wie es euch geht. Und dann hört meine Bitte. Ich habe für euch gebetet. Ich bin der Hohepriester. Ich habe für euch gebetet und ich werde erhört vom Vater, denn ich bin mit dem Vater eins. Also lasst euch erbauen, lasst euch erwecken, lasst euch verwandeln. Es ist getan, ich habe es getan, es ist vollbracht. Und dann könnt ihr von den Quellen leben, die in euch sprudeln. Liebe Geschwister, im nächsten November, ihr wisst es, in 40 Wochen, das ist eine Geburt, das ist eine Schwangerschaft. Im nächsten November laden die Christen im Embrital alle Menschen zu einer Hoffnungswoche ein. Und ihr lädt ein, nicht der Evangelist, ihr lädt ein im Namen Gottes. Ihr seid die Diplomaten Gottes. Ihr habt einen diplomatischen Auftrag. Ihr seid die Gesandten. Und ihr, nicht nur ihr, sondern ihr mit den Methodisten, Reformierten, Neuapostolischen und Vivavisten und wie sie alle Isten heißen. Und ihr bezeugt, dass ihr zusammen das Evangelium, für das Evangelium einsteckt. Das ist ein starkes Zeugnis. Unglaublich stark. Und unsere Engel freuen sich, dass wir das fertig bringen. Sie freuen sich, dass wir unsere Herzen auftun und unsere Häuser auftun, dass wir auf diesen Hoffnungsanker setzen. Und ich höre die Stimme des Herrn, die zu uns sagt, Vater, ich bin in ihnen und du in mir. Und so sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Und wenn die Menschen merken, dass es uns um diesen Christus geht und nicht darum, selber Christen zu machen, was wir gar nicht können. Wenn die Menschen merken, dass wir sie ins Gotteshaus einladen und nicht einfach unsere Häuser auffüllen mit neuen Steuerzahlern oder Mitgliedern. Wenn die Menschen merken, dass uns die Glaubensfreude bewegt und nicht Besserwisserei oder Rechthaberei, dann werden wir merken, dass Gott seinen Segen gibt und die Engel der Gemeinde zusammenspannen. Dann wird die Herrlichkeit Gottes aufleuchten in diesem Tal. Und der Heilige Geist wird sein Volk erwecken. Amen, brothers and sisters. Halleluja.